Bist du bereit? Hallo miteinander, herzlich willkommen in einer neuen Woche. Zuerst würden wir euch gerne Danke sagen, und zwar an alle, die uns jeweils per E-Mail oder sonst in einem Comment etwas schreiben. Wir haben mega den Pleasure, wenn ihr das macht. Und ja, danke also speziell an Christian und an Petra wieder einmal. Genau. Zum Inhalt von dem Film jetzt in dieser Woche haben wir eigentlich jetzt auch, oder ihr habt das auch ein bisschen der Petra zu verdanken. Und zwar hat sie dann gefunden, aufgrund von unserem letzten Film, wo wir ja frischen, feinen, also das hoffen wir, er ist fein, Raclette-Käse gekauft haben. Raclette-Käse gekauft haben, in der Käse in Wangen oder Aare. Wir sollten doch mal ein separates Video machen, nur mit Über- und Raclette. So quasi, wie wir das machen, und weil da gibt es ja sicher auch Unterschiede. Und das machen wir heute, weil wir haben ja Raclette-Käse, also gibt es heute ein Raclette-Video. Was auch noch dazu zu sagen ist, es gibt kein richtig oder falsch. Wir zeigen euch jetzt einfach, wie wir es machen. Raclette ist etwas, da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und nehmen, was man gerne hat. Und ja, das ist jetzt einfach mal unser Raclette, wie wir das einmal machen. Genau. Trotzdem, auch wir lernen immer wieder dazu, wenn wir neu mit eingeladen sind, und darum teilen wir jetzt die besten Tipps, die wir haben für zum Raclette machen, wir mit euch teilen. Tipp Nummer 1. Herdöpfel mit Speck umwickelt. Und zwar haben wir das letzte Woche bei der Tante von Sven bekommen und wir haben es auch fein gefunden. Und wir haben das nicht gekannt. Darum haben wir jetzt gefunden, wir wollen das selber mal probieren, mal schauen, ob es auch so gut wird wie bei der Therese. Bis jetzt haben wir einmal immer die Herdöpfel einfach normal im Dampfkochtopf gemacht und fertig. Aber das mit dem Speck, das ist im Fall wirklich Hammer. Also, es hat geheissen, halbieren, ein bisschen Gewürz dran, was man gerne hat. Ich nehme jetzt hier mal das Sel de Alpe, das ist aus der Schweiz. Wir probieren, je länger je mehr, regionale Produkte zu konsumieren. Wie auch die Herdöpfel, die sind von einem Bauer, wo ich jeden Tag daran vorbeifahre. Gut, dann ein Rügeli Speck, dann wieder zusammenklappen, dann Speck rundherum wickeln, zack. Und wichtig ist, dass der Speck das Ende unten ist, weil dann kann man es so anlegen aufs Blech und dann hebt es besser. Einmal in der Woche gehe ich seit neuestem nicht mehr irgendwie im Migros oder im Coop hauptsächlich, sondern ich gehe bei einem Bauer posten, der ein Hoflädeli hat, und ich muss sagen, die Produkte, die wir kaufen, die sind einfach sehr fein und sie heben auch wirklich länger. Also letztes Jahr habe ich einmal Radiesli gekauft und die haben 5 Tage im Kühlschrank gegeben. Am 5. Tag haben wir es dann gebraucht und sie sind immer noch sehr gut gewesen. Und ja, ich finde das einfach noch wichtig. Währenddem das Fabienne jetzt die Herdöpfel vorbereitet, zeige ich euch mal, was wir sonst noch so auf dem Tisch werden haben. Wir haben jetzt, wie gesagt, das ganze Arsenal ausgepackt. Schwarze und grüne Oliven, Tomaten und Zwiebeln. Ein bisschen Ananas, Gurken, Maiskölben, dann Champignon und Rucola aus dem eigenen Garten. Und auch immer sehr fein, ein bisschen Rauchwurst. Gewürztechnisch haben wir einerseits hier noch so einen super unseren Knoblauchtrüller. Da hat es einfach 2 Knoblauchzehen drin, da kann man ein bisschen Knoblauch tun, Pfeffer. Dann Paprika ist immer gut. Und das hier ist der Ultra Brüller. Gibt es allerdings nur im Coop. Extra Raclette-Gewürz aus Berggewürz. Ist so ein bisschen scharf und
Also unglaublich gut, das ist sehr empfehlenswert, müsst ihr unbedingt probieren und einmal posten, ist allerdings auch nicht ganz günstig. Aber das ist also ein Must. Dann haben wir natürlich hier unseren Käse von der Käserei in Wangen an der Aare. Dazu trinken wir dann Tee, da machen wir dann Schwarztee drin. Und ja, so sieht denn das bei uns aus. Ich tue es jetzt in die Ofenmitte und 200 Grad, 220 Grad. Ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich schaue mal, 20 Minuten vielleicht. Keine Ahnung, wir haben es ja auch noch nie gemacht. Ja, währenddem, dass wir jetzt auf die neuen feinen Herdöpfel warten, noch schnell etwas Kleines. Also, wie Fabian schon gesagt hat, es gibt keine richtig und kein falsch. Es gibt zum Beispiel Leute, die die Herdöpfel, wenn sie aus dem Dampfkochtopf rauskommen, einfach verschneiden in den Teller und dann den Käse drüber reinleeren, wenn er aus dem Raclette-Töffel kommt. Wir machen es zum Beispiel nicht so. Wir haben den Käse respektive und Dings separat. Dann kann man das nämlich gut mischen mit all diesen Sachen. Was es auch Unterschied gibt, ist, Fabian tut häufig die Sachen schon oben drauf und es dann reinschieben. Also den Käse erst ins Pfännchen und dann nachher belegen und dann rein. Das ist hervorragend, wenn man das mit der Wurst macht und zum Beispiel noch getrocknete Tomaten, die wir jetzt allerdings keine da haben, das ist also hervorragend. Das ist nämlich Tipp Nummer 2, das haben wir auch nicht selber herausgefunden, da sind wir auch eingeladen worden und sie haben dann so Bauernspeck, respektive eben so Rauchwurst, irgendetwas kann man nehmen und getrocknete Tomaten oben drauf und rein. Ich mache es mal so, das heisst, bei mir ist manchmal der Käse einfach nur der Käse drin und ich tue es nachher bewürzeln, so quasi. Ja, kann man machen wie man will, aber jetzt können wir mal schauen, ob das da schon fertig ist. So, sieht schon sehr gut aus, nicht schlecht. Es sind jetzt schlussendlich 30 Minuten drin gewesen, und jetzt nehmen wir da mal die kleinen paar da raus und dann die grössten lassen wir noch drin. Lecker! So, das lassen wir mal. Ja, den Rest tun wir jetzt wieder rein. Bleibt die ein bisschen warm. Ja. Wir gehen jetzt ein feines Raclette essen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, oder erzählt uns doch, wie ihr das Raclette macht. Vielleicht können wir ja noch mal etwas Neues lernen. Dann schreibt es doch wie immer unten rein oder schreibt uns eine E-Mail. Das würde uns freuen, so oder so. Schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Trotzdem schön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.